So, servus miteinander und willkommen zurück in der Arma 3 Breaking Point Mod. Ich wollte eigentlich noch Folge 2 aufhören, aber ich habe jetzt diese super Arcade gefunden und wollte jetzt einfach mal schauen, ob da vielleicht nirgendwas passiert, und nehme es jetzt einfach mal auf, mal schauen, wenn irgendwas Tolles passiert oder so, dann kann ich die Folgen vielleicht auch noch hochladen. Also ich habe bis jetzt habe ich mich eigentlich nur von dem Wedge-Stickerl da hinten daher bewegt. Habe ein bisschen Probleme mit der Framerate gehabt, deswegen habe ich das Spiel nochmal neu gestartet sozusagen. Die Aufnahme nochmal neu angefangen. Ich habe zuerst da unten geschaut in den Militärposten, habe aber keinen gesehen und habe mich dann entschlossen, dass ich da einfach weiter Richtung Norden gehe und einmal dort mein Glück versuche. Zum Beispiel zum Green Mountain. Der würde mich auch interessieren, ob es da irgendein Militärloot gibt zum Beispiel. Also schauen wir da jetzt mal in die Richtung. Ja, der Server ist wie immer extrem voll. Ich kann es euch kurz zeigen. Also es sind wieder um die 70 Spieler auf dem Server drauf. Man muss echt am Abend Glück haben, dass man auf einen von den 2 Cerberus-Server kommt. Also es gibt schon einen dritten auch noch, aber da kann man nur in First Person spielen. Und das ist zwar prinzipiell nicht schlecht, oder nicht ganz schlecht, wenn man nur in First Person spielt, also sehr immersiv und macht eigentlich auch ziemlich viel Spaß, aber oft nervt es dann auch ziemlich. Und ja, das ist natürlich auch der Grund, warum eigentlich so ziemlich jeder lieber auf Third-Person-Server spielt. Nicht, weil man sich da irgendwie einen Vorteil erhaschen kann, was natürlich auch vielleicht für manche Grund ist, weil man ja über irgendwelche Zäune oder Ecken schauen kann, aber einfach weil es sich einfach so besser spielt und weil man einfach mehr Überblick hat und es einfach übersichtlicher ist, wenn man in Third Person spielt. Ja, ich glaube, ich werde mich da jetzt einmal auf den Weg nach oben machen und wir sehen uns dann oben wieder. Bis gleich. So, wir nähern uns dem Turm. Mal schauen, ob sich da irgendwas tut. Es war zumindest in einigen DayZ-Mods früher ja, ziemlich umstrittener Punkt oft. Das ist natürlich ein ganz markanter Platz von der Map, der riesige Turm. Und in vielen Mods hat es da Militärloot gegeben, also schauen wir mal. Und man darf nicht vergessen, dass man da auch aufgeräumt kann auf den Turm, also muss man tatsächlich auch schauen, dass dann jemand oben sitzt und Ausschau hält. In der Mod bin ich immer rechts rumgegangen, ich gehe jetzt mal links rum zum Eingang, weil ich glaube nämlich, dass man... schau, da kann man vielleicht sogar durch. Oder auch nicht. Vielleicht kann man durch so Löcher im Zaun krabbeln, aber ja, das weiß ich leider nicht, wie das da ist mit Arma 3. Okay, mir ist das dort ziemlich unheimlich, muss ich sagen. Ich müsste jetzt ganz schnell gehen. Okay, also akut hat jetzt niemand gesehen, aber das heißt noch lange nichts. Oft campen wir auch außen und kommen dann von innen. Kommen dann von außen rein, sobald man drin ist. Aber nachdem ich noch nicht tot bin, ist wahrscheinlich wirklich niemand da. Schauen. Da ist früher oft was gespawnt. Also ich sage immer früher, da meine ich natürlich die DayZ-Mod von Arma 2. Aber schaut ziemlich verlassen aus da.
Uhu, yeah! Fuck. Okay. Ich bin jetzt gerade da reingekupft in den Stall, weil der nicht ganz mit dem Boden abschließt und mein Charakter ist einfach in die Luft geflogen und hängt da jetzt. Und ich kann nichts machen. Oh! Oh shit. Okay, doch. Man kann sich ducken zum Beispiel. Hecheln tut er auch. Ich glaube, das liegt. Das macht er, glaube ich, wenn. Okay. Ich glaube, zum Hecheln fängt er an, wenn er Durst hat. Fängt er unkontrolliert zum Hecheln an. Also es kann sein, dass das jetzt sein Problem ist. Es gibt ja da nicht wie bei der Standalone. Wow, leck. Nicht wie bei der Standalone irgendwelche Statussymbole rechts unten oder im Menü, die anzeigen würden, ob man jetzt durstig ist oder hungrig. Man muss das irgendwie so selber herausfinden. Angeblich knurrt der Magen, wenn er hungrig ist. Und holy shit, warum ist da so viel Zeug drinnen? Brauche ich da irgendwas davon? Ich nehme das mal mit, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Cool. Naja. Ich kann ihm ja mal was zum Trinken geben, vielleicht ist er dann wieder zufriedener. Ja. War das jetzt ein Zombie? War das ein Zombie? Also, falls ich den Teil bis jetzt weggeschnitten habe, wir sind jetzt gerade da oben in Pustoschka, machen sie am Weg zum Northwest Airfield. Ich war da gerade in der Kirche looten, habe an so einem Utility Belt gefunden, wo man einfach Sachen rein da kann, Combat Knife, und habe einen Makarov gefunden mit sehr viel Schuss, also ich habe 4 Magazine Makarov jetzt mitgenommen und 2 Magazine habe ich auch für meine Glock genommen. Und ja, genau, also wir sind relativ gut ausgerüstet. Was wir halt noch nicht haben, ist irgendein Gewand oder so. Ich weiß nicht, ob man das da finden kann. Und ich glaube, das war ein Zombie da drüben. Ich hoffe es halt zumindest. Bisher ist mir da noch keiner über den Weg gerannt. Schon einige Zeit nicht mehr. Aber das heißt gar nichts. Ich schaue jetzt da auch noch rein im Supermarkt, einfach um ein Gefühl zu kriegen, was da so gibt. Ja, ich war zwar schon in Tscherno im Supermarkt, aber vielleicht finden wir trotzdem da noch was Tolles. Wow! Geiler Revolver. Taugt mir. Die muss ich fast mitnehmen. Soll ich die Makarov da lassen oder die Glock? Eigentlich muss ich die Makarov da lassen. Die Makarov findet man immer überall. Und was man aber nicht findet, sind diese Magnums. Und die Glock nehme ich in den Rucksack mit. Cool. Das gefällt mir. Makarov-Magazine, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Ui, ist das Magazin, das auch in meiner Glock ist? Ja, das nimmt die Parabellum-Geschichten. Na gut, die müssen wir fast mitnehmen.
Ich höre einen Heli. Ich höre da vorne einen Heli. Irgendwo. Oh, fuck! Ich hab nicht gewusst, dass da sowas wie ein Heli gibt. Und der Mord, ich meine, warum nicht? Da fliegt ein riesen fetter Heli und der nimmt auch was mit, also der hat unten was dran, ne? Ich hab nicht gewusst, dass man das machen kann da. Da hängt der Kisten oben. Also eindeutig mehrere Spieler am Werk. Die Frage ist, wo die hinfliegen. Oder ist das eine NPC-Geschichte? Ich habe keine Ahnung. Es schaut auch voll komisch aus, was die da machen. Also, was ist denn das da, was da so hin und her pendelt? Schaut so nach Basisbauen aus, was die da machen. Und da will ich ungern dabei stören, weil wenn Leute schon zum Basisbauen anfangen, sind die wahrscheinlich extrem gut ausgerüstet. Haben wir wahrscheinlich auch schon gesehen. Wie das die Musik da behasst. Das ist ja, da oben ist niemand, so wie es ausschaut. Ja, da fährt doch gerade einfach ein Auto vorbei. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt gesehen haben, weil ich habe jetzt total aus dem Auto verloren. Okay, so, wir sind jetzt da schon sehr nah dran am Northwest Airfield. Wieder aufgekrempelt ist zuerst direkt ein Auto an mir vorbeigefahren. Ich habe leider, ja, es war nur ganz kurz. Ich habe was brummen gehört und dann ist es vorbeigefahren. Ich habe es dann aber nicht mehr gesehen, ich habe es eigentlich gleich verfolgt, aber die waren dann weg, also keine Ahnung. Also da oben sind definitiv Leute. Zumindest gerade noch gewesen. Der Heli, der da aufgeflogen ist, ist ja auch nicht zum Unterschätzen. What the fuck? Okay. Also links sehe ich jetzt nichts.
Mal so ein bisschen schauen. Es ist echt saugefährlich da oben, also lang werden wir das da sicher nicht überleben, wenn wir da so offen herumhatschen. Schauen wir mal da. Ob sich da was Offensichtliches tut. Da ist er. Da rennt einer. Ich glaube, ich spinne. Da rennt einer einfach durch. Voll Gas. Ist jetzt hinter die Mauer, glaube ich, gerannt. Ja, der wird sich da wahrscheinlich auch ausrüsten wollen. Da müsste es eigentlich auch Baracken geben und so weiter. Weil da hinten gibt es die eine Baracken. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich werde mich für die hintere Baracken entscheiden, da wo der Typ war hinten. Da hat er geschossen. Hab's genau gehört. Rechts. Rechts hat er geschossen. Das ist aber überhaupt nicht am Airfield. Ah! Jetzt hat man Schaufel in den Arsch. Ja, ich werde schon wieder zu den Schüssen hingezogen. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Ich sollte möglichst weit von den Schüssen weg. Weil ich möchte einfach sehen, was da für Loot gibt auf dem Airfield. Ob es in die Baracken zum Beispiel ein Sniper-Gewehre gibt. Das war nämlich sau cool. Würde mir voll taugen. Der Typ, der da vorher gerannt ist, möchte der wissen, ob der was hat. Und das werden wir dann hoffentlich gleich herausfinden. Also bis gleich. Okay. Da davor ist auch ein Heli-Crash und ich habe da gerade irgendeinen Typen rein gesehen. Ob es jetzt ein Zombie war oder... Nope, das ist ein Spieler. Ein Spieler, der es relativ traurig hat, dass er da rauskommt. Spieler mit einem Riesengewehr. Den werden wir nie erwischen mit der AK. Schade. Was halt auch schade ist, ist, dass wir erst müssen auf die andere Seite. Aber vielleicht hat bis dahin dann schon Next Zegs gespawnt, weil der war jetzt anscheinend nicht so zufrieden mit seinem Loot, weil der ist gleich wieder abgehauen. Oder es war ihm einfach zu gefährlich. Also es sind da definitiv Leute unterwegs, es sind definitiv Heli-Crashes da. Wobei die Frage ist, ob das einfach Leute sind, die nicht fliegen können und deswegen da einen Crash bauen oder ob das tatsächlich solche Heli-Crashes sind, wo es Zeit gibt. Das war natürlich extrem wichtig zum Auszufinden. Und schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwie noch genug zu einem zugekommen. Weil da ist ja auch eine riesen Rauchsäule. Da hinten raucht. Also vielleicht gibt es da was zum Looten. Mal schauen. Wir werden jetzt so die meisten da drüben gesehen haben. Vermute ich mal, weil da mitten herumrennen. Was gar nicht mehr so gescheit ist. Vielleicht hilft es, wenn ich mich da hinter die Bahn ein bisschen bewege. Ja. Da hinten ist auch Rauchsäule. Mal schauen.
Ich muss auch schauen, ob da irgendwie im Norden hier oben so wie in der Standalone so eine Zeltbasis ist, wo man looten kann. Ich glaube ja nicht, aber keine Ahnung. Jetzt kommt darauf an, was die da einfallen lassen haben bei der Map. In Celeno haben sie auch eine Militärbasis gebaut, wo eigentlich sonst nichts war. Okay, da gibt es also mal keine Zelte, schon mal gut zu wissen. Da hinten brennt's. Und der Heli. Da ist er. Alter Schwede, der hat aber echt Eier, dass der da drüber fliegt. Der hat wohl seine Mission erledigt. Das Zeug, was er da mitgehabt hat, abgeliefert. Ist das eigentlich näher? Ist das ein Lagerfeuer? Das sind Helicrashes. Hä? Okay, jetzt wird's aber weird, weil ich habe nicht einmal geschaut. Hätte mir doch der fliegt da drüber. Jetzt ist der da irgendwo gelandet oder was? Davon vor der fucking Auto. Das fährt auf, natürlich, weil in 9 Minuten ist Server-Shutdown-Mode. Die sind auch da irgendwo gelandet. Weil der Server einen Shutdown macht. Das müsste ganz in der Nähe irgendwo gewesen sein. Ja. Kommt's nicht zu mir her. Also da oben ist anscheinend auch wieder. Oh shit. Ja, da rennt er direkt da. Der schießt auf das Auto. Wir werden sie da jetzt dem Kreuzfeuer anschließen. Ich glaube, der hat sich ausgelockt. Das war's. Und guckt mit. Wir können sonst nichts tun. Scheiße. Echt können die da Combat loggen, ohne Probleme.
Das ist ja mies. Oh, da vorne ist einer. Muss ich den auch noch abballern? Komm schon, komm schon, komm schon, bleib sitzen. Okay, jetzt habe ich. Enfield Colt, nix Gescheites im Prinzip hat der. Was schade ist. Okay. Ja, muss mich sehr auslocken, weil der Server in Shutdown-Mode geht. Also, bis dann.